Der König und sein Reich. Das ist die Predigtserie, wo wir seit ein paar Wochen schon miteinander drin sind. Schön, dass wir heute am Morgen weitermachen bei diesem genialen Thema. Wir haben schon sehr viel gehört über das Königreich von Jesus. Ich will jetzt nicht abfragen, was euch noch alles in Sinn ist, aber wir haben gehört von der Timeline, wir haben gehört von der Manifestation, von der Dynamik, von der Community. All das ist in der letzten Woche drin gesteckt. Und der Micha hat ein Bild gebracht, das ich gerne auch noch mal euch aufzeigen will, weil es sehr zentral ist für die Predigt heute. Und zwar, dass das Königreich von Ewigkeit zu Ewigkeit Bestand hat. Wir sehen gerade mal das Bild und schauen noch mal drauf. Gott ist von Ewigkeit her und er hat irgendwann eines Tages entschieden, die Welt zu schaffen, uns Menschen zu schaffen. Und dann ist irgendwann Jesus Christus, Gottes Sohn, in die Welt eingedrungen. Er ist der König der Könige. Gottes Reich ist auf die Erde gekommen und seit dem Moment wächst Gottes Reich auf der Erde exponentiell. Es wächst immer mehr, aber auch das Reich von der Finsternis nimmt in dieser Zeit immer mehr zu, bis Jesus wird wiederkommen und er wird in Ewigkeit König sein. Das Bild ist recht zentral, weil heute geht es um genau das, um das große Finale von dem Königreich. Es ist noch nicht ganz das Finale von der Predigtserie, da kommt noch etwas, aber wir dürfen heute miteinander das große Finale anschauen. Und es ist ja so, dass eine Zeit immer Anfang und Ende hat. Wir kennen das. Es ist in unserem Alltag integriert. Nicht nur Zeit hat Anfang und Ende, sondern wenn wir Gurken haben, hat die Anfang und Ende. Wenn wir ein Brot haben, hat das Anfang und Ende. Die einen haben den Anfang lieber, die anderen das Ende. Nein. Meistens der Mittelteil. Anfang und Ende. Und so ist es auch mit unserer Zeit, wo wir da gesehen haben, mit der Schöpfung hat alles angefangen da auf der Erde, wo Gott alles gemacht hat. Aber er sagt auch, das wird es Ende haben. Jede Zeitspanne, jeder Zeitraum hat Anfang und Ende. Und die Bibel nennt das im Griechischen Ho-Aion, der Äon. Vielleicht schon mal gehört. Äon, das ist die Zeitspanne, der Zeitraum. Und die Bibel redet eben von verschiedenen Äonen, von verschiedenen Zeiträumen, Zeitspannen. Und wir sind im Moment irgendwo zwischen 1. Mose, wo die Bibel anfängt, wo Gott die Welt erschaffen hat, und Offenbarung, wo er aufzeigt, wie es eigentlich in Zukunft wird sehen. Irgendwo in dieser Zeitspanne sind wir und ziemlich sicher sind wir eher richtig Ende. Nicht ganz am Anfang. Sondern eher richtig Ende von dieser Zeitspanne. Und nach dieser Zeit, lesen wir in Offenbarung 21, nach dieser Zeit, wo wir im Moment drin leben, kommt ein neuer Äon, eine neue Zeitspanne. Wobei Zeitspanne ist manchmal spannend, weil bei Gott gibt es eigentlich keine Zeit. Und das ist für uns so schwer nachzuvollziehen. Was bedeutet das ewig? Hätte mal ein Kind einen Papi gefragt, was ist denn eine halbe Ewigkeit? Und der Papi gefragt, wie kommst du da drauf? Ja, die Mami sagt immer, wenn ich auf dich warten muss, geht es immer eine halbe Ewigkeit. Und dann hat das Kind selber nachgedacht und hat gesagt, Papi, eigentlich weiß ich jetzt, was eine halbe Ewigkeit ist. Weil wenn Gott schon immer war, schon ewig war und für immer wird sein und ewig wird sein, dann ist genau jetzt die Hälfte der Ewigkeit. Dann bin ich genau jetzt im Moment in der Hälfte der Ewigkeit. Das Spannende ist, nachher wird es die Zeit nicht mehr geben. Aber wir wissen, Gott hat gesagt, er wird etwas Neues schaffen.
etwas völlig Neues. Ein neuer Himmel, eine neue Erde. Jesus macht einen neuen Himmel und eine neue Erde. Die Zeit, wo wir gerade kennen und drin leben, die wird vergehen. Sie hat ein Ende. Und nebenbei bemerkt, das sehen wir aus der Bibel heraus, je mehr wir in dieser jetzigen Jetztzeit, in dieser Zeitspanne am Ende entgegengehen, wird die Zeit immer global gesehen immer schwieriger werden. Das kannst du in der Bibel nachlesen. Das wird immer schwieriger werden und die Phänomene, die wir erleben, werden immer mehr global werden und aktuell können wir uns das schon besser vorstellen wie früher. Mit dem komischen Virus. Ich habe versucht, mir zu überlegen, was haben wir denn bisher in der Welt, so in meinem Erleben erlebt, wo irgendwie global Auswirkungen hat. Da komme ich auf nicht viel. Selbst die sogenannte Weltkrieg, da sind nicht alle Länder beteiligt gewesen. Und jetzt kann ich mir plötzlich vorstellen mit dem Virus, das ist etwas, wo rasant plötzlich die ganze Welt, das hat alle betroffen. Und da wird noch mehr kommen, wo global uns so wird Schwierigkeiten geben. Und so bewegen wir uns auf das Ende zu. Und wenn du in die Bibel hineinschaust, dann wirst du sehen, wow, das ist enorm, was da alles beschrieben ist. Nicht nur an Schwierigkeiten, sondern viel eher, was eigentlich in Zukunft auf die wartet, wo zu dem Königreich von Jesus sich zählen. Die Bibel redet davon, dass unsere Zeit, die Jetztzeit, wird vergehen wie ein altes Kleid. Und es ist spannend, eben Jesus auf dieser Erde, wo er da war, mit seinen Freunden unterwegs, hat er sie schon darauf aufmerksam gemacht, wenn er wird gehen, wird er nicht für immer wegbleiben. Er hat gesagt, für die Zeit, wo ich nicht unter euch bin, da gebe ich euch den Heiligen Geist, dass ihr nicht ganz so allein seid. Aber ich werde eines Tages wiederkommen. Und so lesen wir, wie Jesus zu den Jüngern sagt in Johannes 14, lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Und das ist wichtig, dass man das gehört. Auch nicht durch ein Coronavirus. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit ihr dort seid, wo ich bin. Aber nicht nur Jesus hat davon geredet, sondern in dem Moment, wo die Jünger das erlebt haben, dass Jesus in den Himmel aufgefahren ist, dass Gott ihn in den Himmel wieder zurückgeholt hat, da haben die Engel zu ihnen gesagt, während sie noch wie gebannt zum Himmel hinaufblickten, dorthin, wo Jesus verschwunden war, standen mit einem Mal 2 Männer in leuchtend weißen Gewändern bei ihnen. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen, und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen. Das Königreich von Jesus wird eines Tages in Vollkommenheit bei der Rückkehr von Jesus kommen und da sein. Wenn Jesus das nächste Mal wiederkommt, dann wird er in seiner ganzen Autorität auftreten, wo er hat. Er ist König der Könige. Und er wird, das kannst du aus dem Wort Gottes lesen, er wird alle Dinge wiederherstellen, bevor wir dann in das zukünftige Zeitalter in Fülle eintreten. Jetzt gibt es Leute, die sagen, ja, Gottes Königreich, das Königreich von Jesus ist jetzt schon in Vollkommenheit da.
Und ich muss sagen, ich stelle mir das ein bisschen anders vor. Jesus verspricht, wenn er sein Königreich in Vollkommenheit aufrichtet, dann wird es viele Sachen nicht mehr geben. Dann wird es keine Krankheit mehr geben, keine Tränen mehr, keine verstrittenen Beziehungen. Aber ich erlebe das in meinem Alltag. Ich erlebe, dass wir krank werden, dass es Streit gibt unter Menschen. So stelle ich mir das Königreich noch nicht vor. Aber immer da, wo er zum Zug kommt, in meinem Herz, kann Gottes Reich schon sichtbar werden, aber es ist in Vollkommenheit noch nicht da. Ganz in Vollkommenheit wird es kommen, wenn Jesus eines Tages so wird sichtbar kommen, dass alle ihn sehen. Und das ist Gottes Vision von seinem Königreich. Er wird alles neu machen. Aktuell ist es noch nicht so. Wir dürfen hier und da sehen, wie Gott Neues schafft, wie er Heilig ins Leben hineinbringt, wie er Heilig in Beziehungen hineinbringt. Wir dürfen sehen, wie er Neues schafft. Aber ganz in Vollkommenheit wird das dann in dem Moment sein, wo Jesus sichtbar wieder auf die Erde kommt. Und dann, das ist eine gewaltige Ausschau, dann wird es keine Tränen mehr geben. Egal warum du bisher Tränen vergossen hast oder musst vergießen, es wird keine Tränen mehr brauchen. Das sind keine Schmerzen mehr, keine Krankheit mehr, keine Hungersnot mehr, kein Krieg mehr, keine Abtreibung mehr und keine zerbrochene Beziehungen mehr. Das ist Gottes Absicht. Und schau, dein Körper, du merkst vielleicht auch, je mehr du älter wirst, bei mir fängt der Prozess so ganz fein an. Aber es gibt ja schon ein paar in dem Raum, die älter sind wie ich. Du wirst merken, dein Körper, der ist gar nicht für die Ewigkeit ausgerüstet. Gott hat gesagt, ich werde euch einen neuen Körper geben, der für die Ewigkeit gemacht ist. Und wenn wir dürfen heilig jetzt im Moment erleben, dann ist das wie so ein Moment, wo Gottes Königreich sichtbar wird und seine Herrlichkeit, eine Vorausschau auf seine Herrlichkeit sichtbar wird unter uns. Aber dann, wenn Jesus wiederkommt, dann werden sogar Tote auferstehen. Jeder gemäß seiner Haltung Jesus gegenüber und einen neuen Körper bekommen. Und wenn du dann in der Bibel schaust, ein geniales Kapitel, wo ich dir empfehle, mal zu lesen, ist Jesaja 11. Wenn du in Jesaja 11 hineinschaust, kannst du nur staunen, wie Gott das wird später machen. Hey, dann lesen wir, dass der Wolf und das Lamm wird friedlich nebeneinander leben. Das können wir uns jetzt noch nicht vorstellen. Hey, die fressen sich doch gegenseitig und die sind verstritten miteinander. Habt ihr gewusst, dass der Leu wird Stroh fressen? Das können wir uns doch nicht vorstellen, da lacht man. Nein, Leu, der riesst Tier, der isst Fleisch. Aber die Leute werden in dem, was Gott neu wird schaffen, Stroh fressen. Wenn er kommt und sein Friedensreich in Vollkommenheit da ist, dann wird alles neu sein. Alles neu, wo wir uns im Moment erst noch danach sehnen. Wo Gott die Welt erschaffen hat, hat er ein großes Ziel gehabt, als er Menschen gemacht hat. Und das Ziel war, ich will Gemeinschaft haben mit meinen Menschen. Ich will eine ganz enge Beziehung haben. Und das war von Anfang an das Ziel von Gott. Gemeinschaft mit dem Menschen. Wisst ihr, wer eigentlich im Garten Eden gelebt hat? Im Garten Eden lesen wir davon, dass
der Adam war, dass die Eva war und wir lesen, dass Gott dort unter ihnen gelebt hat. Gott hat unter seine Menschen gelebt. Sie können einfach mit ihm spazieren gehen im Garten. Sie haben sich austauschen. Das ist eine ganz nahe, enge Beziehung. Und wir lesen davon, dass Gottes Sehnsucht ist, wieder unter seine Menschen zu leben. Das ist sein grosses Ziel, von Anfang an das wiederherzustellen. Zmitzt unter seinem Volk wird er wohnen. Und das lesen wir in Offenbarung 21. Wenn der Johannes da sagt, und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und er selbst, Gott, mit ihnen wird ihr Gott sein. Das ist das große Ziel, das große Finale. Der König vor der Könige hat das Ziel, sein Friedensreich aufzubauen und wieder unter seinem Volk mit seinen Menschen, mit seinen Geschöpfen zusammenzuleben und eine ganz enge Beziehung zu haben. Gott hat nicht nur etwas vor, sondern das Spannende ist, Gott kommt immer zu seinem Ziel. Das darfst du wissen, Gott nimmt sich nicht nur etwas vor, sondern er erreicht es auch. Er erreicht immer seine Ziele. Ich kann das von mir in meinem Leben nicht behaupten. Ich habe mir schon viel vorgenommen. Und manchmal habe ich mir etwas vorgenommen oder etwas gemacht in meinem Leben, das ich nachher bereue. Und wo ich nicht zum Ziel gekommen bin. Vielleicht ist es auch schon mal gegangen, dass du zum Beispiel ein Auto gekauft hast und es vielleicht 1-2 Jahre später schon wieder bereut hast. Warum? Weil du nicht alle Informationen gehabt hast. Da kommt dann manchmal der Satz, wenn ich gewusst hätte, dann wäre ich zu meinem Ziel gekommen, keine Lampe zu haben mit dem Auto. Aber ich habe nicht alles gewusst. Und Gott kommt zu seinem Ziel, weil er alles weiß. Hey, wenn ich alles wüsste, dann käme ich auch zu jedem Ziel, weil ich immer jede Bedingung wüsste und genau weiß, was passiert und warum und wie ich das muss anpacken. Gott kommt zu seinem Ziel, weil er alles weiß. Vielleicht bist du dann auch in gewissen Momenten erschrocken über dich selber. Wenn du merkst, zu was du eigentlich in deinem Herz fähig bist. Wir erschrecken, wenn wir Sachen tun, die nicht zu Gott passen. Wir erschrecken, wenn wir sündigen. Und ich kann dir sagen, Gott verschrickt nicht. Warum verschrickt Gott nicht? Weil er alles weiß. Du selber bist vielleicht enttäuscht über dich und verschrocken. Gott nicht. Wir haben einmal den Satz gehört, und den will ich da auch noch mal bringen. In mir selber bin ich sündiger, als ich jemals hätte glauben können, aber in Christus bin ich geliebter, als ich jemals hätte hoffen können. Herr Jesus weiß das ganz genau, dass du nicht sündlos kannst durch das Leben gehen. Er weiß, dass du es allein gar nicht schaffst. Und du selber bist vielleicht manchmal erschrocken über dich, was alles möglich ist, zu was man fähig ist als Mensch. Aber du darfst wissen, in Jesus bist du geliebter, als du jemals würdest können hoffen. Also Gott weiß alles und Gott kommt zu seinem Ziel. Er wird sein Friedensreich aufbauen und alles neu machen. Und dann ist spannend, Offenbarung 20, eines der umstrittensten Kapitel überhaupt in der Bibel.
Da streiten sich Theologen bis zum geht nicht mehr. Und da geht es um das 1000-jährige Reich. Das Kapitel beschreibt ein Find, wo endgültig vernichtet wird und ein König, wo mit seinen Heiligen zusammen wohnt. Und dann wird Satan, der Tod, endgültig ausgelöscht sein. Das ist Gottes Ziel, das ist schon ganz klar festgelegt, dass es so wird kommen. Warum ist das so ein umstrittenes Kapitel? Ich glaube, das hat einen guten Grund, warum das so umstritten ist. Weil Satan bis zum letzten Moment nicht zugeben will, dass er eigentlich schon längst besiegt ist. Er will nicht, dass du weißt, dass Jesus eigentlich der König vor der Könige sein Friedensreich wird aufbauen. Und dass Satan eigentlich gar keine Chance hat. Sein Sieg, der Sieg von Jesus Christus, der ist schon klar. Und Satan will nicht, dass es bekannt wird, dass er eigentlich Verlierer ist. Und wenn Jesus eines Tages wird wiederkommen, wenn das große Finale wird kommen, dass der König für alle sichtbar ist, dann wird jedes Knie sich beugen und jedes Maul wird bekennen, dass er der König von der König ist, dass er Herr ist. Und es ist spannend, so in unserem Leben gibt es ja viele Sachen, die uns beschäftigen. Im Alltag. Im ganzen Erleben, von Geburt bis zum Sterben. Es gibt so viele wahnsinnig wichtige Themen. Aber schaut, Nummer 1 in deinem Leben ist todsicher. Todsicher, dass es wird eintreffen. Nicht, dass du wirst heiraten. Nicht, dass du Millionär wirst. Eine Sache, die todsicher wird eintreffen, bei jedem Mensch, das ist der Tod. Wir wissen doch alle, dass wir eines Tages werden sterben. Beim einen geht es 30 Jahre, beim anderen 60, 70. Es ist interessant, dass die Bibel sagt, wenn es hochkommt, 80. Ich habe erst vor einiger Zeit mal mit meinen Eltern darüber geredet, die beide jetzt da drüber sind. Dass man eigentlich dankbar sein darf, so ein langes Leben zu haben. Viele in unserem Umfeld werden nicht mehr so alt. Und jetzt nicht, dass du dich anfängst zu übergeben, wenn es hochkommt, 80. Du musst dich nicht übergeben wegen dem. Aber wer wird denn überhaupt 100 oder über 100? Wir wissen doch alle, ich weiß, hey, in 60 Jahren werde ich nicht mehr da sein. Das weiß ich jetzt schon. Wir wissen aber nicht wann, wir wissen nicht wo und wir wissen nicht wie. Aber wir wissen, dass es passiert. Und doch spannenderweise sind wir absolut Weltmeister im das zu verdrängen. Wir wollen es wie nicht wahrhaben, dass wir endlich sind. Dass irgendwann der Tag X wird kommen, das Wichtigste, was 100% wird auf mich zukommen, darüber machen wir uns oft viel zu wenig Gedanken. Das schieben wir weg. Matthäus 24 heißt, und vielleicht hast du vor einiger Zeit die Predigt von mir über Noah gehört, da ist das auch schon mal vorgekommen, so ein Vergleich mit Noah, mit der Arche. Bei der Wiederkunft des Menschensohnes, also vor Jesus Christus als König der Könige, wird es wie in den Tagen Noahs sein. Damals, vor der großen Flut, aßen und tranken die Menschen, sie heirateten und wurden verheiratet, bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging. Sie merkten nichts, bis die Flut hereinbrach und sie alle hinwegraffte. So wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Die Arche ist wie
das Angebot von der Rettung gewesen. Und auch heute ist Rettung möglich. Jesus Christus ist auf die Erde gekommen, um uns zu erretten. Er wird die Arche sein, aber eines Tages wird die Türe zugemacht, bevor die Flut kommt. Sonst kommt ja Wasser rein. Und es ist so überraschend für viele und es ist gut, wenn du dich vorbereitest. Wenn du weißt, hey, das wird auf mich zukommen. Und dann, ich will das gerne vergleichen, das haben viele wahrscheinlich von euch schon mal gesehen, mit so einem Seil. Ein Seil zum Tauziehen, das ist mega lang. Und der schwarze Teil, der Griff da vorne, das steht für unser Leben. Ganz egal, wie lang das Leben wird sein, ob es 30, ob 60, ob 80 oder noch mehr Jahre sind, es hat einen Anfang und es hat ein Ende, dieses Leben. Aber nachher kommt da noch etwas. Und ich weiss, ihr wisst, das Seil hört irgendwo da hinten auf. Jetzt müsst ihr aber mit mir das Gedankenspiel machen, das würde ich eigentlich nicht aufhören. In Ewigkeit geht das weiter. Und das Seil, das ist mega lang. Und das ist dein Leben. Das ist dein Leben im Vergleich zu dieser Ewigkeit. Wie ein Zeitstrahl, wo in die Ewigkeit reicht und niemals würde aufhören. Das Interessante ist, dass wir uns in dem Leben tendenziell nicht nach vorne ausrichtet, nach dem Zeitstrahl, sondern eher tendenziell richtig hinten. Wir sind oft nach hinten ausgerichtet. Warum bin ich jetzt so? In meiner Kindheit ist das gewesen. Oder ich kann ja heute nicht anders, weil ich bin so erzogen worden. Oder ich muss halt so leben, weil dann ist das und das passiert oder ich bin krank geworden. Wir schauen ganz viel gegen hinten. Tendenziell. Oder wenn wir in unserem Leben gegen vorne blicken, dann machen wir das meistens ganz begrenzt auf den schwarzen Bereich, auf unser Leben. Dann heißt zum Beispiel, also wenn ich da viel investiere und schlau spare, dann kann ich mir da etwas leisten. Wenn ich da genug schaffe und genug hart bin, dann kann ich dort eine Weltreise machen. Wir schauen oft ganz begrenzt in dem schwarzen Bereich. Oder wenn ich hier genau schlau bin und investiere, dann kann ich mir ein Auto oder ein Haus kaufen, dann dort. Und ich merke gar nicht, dass da noch so viel Zeit ist. Wenn alles gut läuft, also wenn da alles gut läuft und ich später mal in Rente bin, dann werde ich durchkämpfen. Hey, ist doch ein geniales Ziel, oder nicht? Hey, wer will nicht Durchkämpfer werden, oder? Vielleicht spürt ihr, es ist alles recht begrenzt. Vieles, was uns beschäftigt im Alltag. Da geht es um Karriere, um Geld, um Macht. Ganz vieles begrenzt auf den schwarzen Bereich, eben auf unser Leben. Und das sind dann unsere Ziele, wo wir mit aller Kraft erreichen wollen. Und ich glaube, wir verpassen da eine ganz große Perspektive, um die es eigentlich geht. Es geht in deinem Leben eben nicht nur um das oder um das oder um das, sondern es geht im Endeffekt um die Ewigkeit. Um die ewige Gemeinschaft mit dem Schöpfer. Um das geht es letztendlich.
Und die Bibel sagt etwas ganz anderes, wie manchmal in unserer Gesellschaft. Das, was du von hier vorne entscheidest, hat nicht nur Auswirkung auf da oder da, sondern das, was du hier und heute entscheidest, hat Auswirkung auf die Ewigkeit, hat Auswirkung auf da. So wie du heute lebst. Für was du dich in deinem Alltag entscheidest, hat Auswirkung auf die ewige Gemeinschaft mit dem Schöpfer. Aber wir haben oft eine Perspektive, die sehr begrenzt ist, die beschränkt ist. Das Spannende ist, Juden haben das Alte Testament sehr gut kennt. Ich staune manchmal, wie wenig Christen im Alten Testament lesen und das Alte Testament kennen. Die Juden haben es gekannt. Ihnen ist ganz bewusst gewesen, was eigentlich soll kommen. Wir wissen heute, warum es so schön ist, dass Gottes Reich soll kommen. Die Juden haben gewusst aus dem Alten Testament, hey, da wird ein Messias kommen. Sie haben erwartet. Sie haben sich danach gesehnt, nachdem dass der Messias sein Reich aufbaut. Zugegeben sind zum Teil ein bisschen falsche Erwartungen dann gehabt. Sie haben gedacht, dass alles da auf der Erde wird passieren. Dass er sie von den Römern befreit und so weiter. Jesus wird mit seinem Friedensreich kommen. Stell dich darauf ein. Stell dich ein auf das große Finale, wo es eines Tages wird kommen. Ich kann dir versprechen, ob du vorher stirbst oder nachher, du wirst es erleben. Du wirst erleben, dass Jesus sichtbar als der Friedenskönig auftaucht. Und so viele Stellen, so viele Verheißungen sind den Juden bewusst gewesen, dass der Messias wird kommen, dass er alles Leid, alle Trauer, alle Krankheit mit einem Schlag wird wegnehmen. In dem Königreich von Jesus kannst du auch jetzt schon leben, aber nur durch die Herrschaftsanerkennung von Jesus. Wenn du in deinem Leben sagst, Jesus, du sollst Herr sein. Du bist mein König. Ich unterordne mich dir. Wie sieht deine Perspektive im Leben aus? Und das kannst du jetzt mit ganz vielen Themen durchgehen. Ich will nur ein Thema nehmen, weil es doch recht unangenehm ist, öfter darüber zu reden, vor allem als Schweizer. Das ist das Thema Geld. Über Geld reden wir nicht gern. Geld hat man einfach. Aber schau, es ist manchmal uns in unserer Kultur so wichtig, vorzudenken, Geld zu sparen, Versicherungen abzuschliessen, ein Haus zu kaufen, für die Rente zu schauen und nichts gegen das. Aber unsere Perspektive bleibt vielfach einfach in diesem Bereich. Was würde das zum Umgang mit dem Geld bedeuten, wenn du nicht nur an das und das und das denkst, sondern wenn du an die Ewigkeit denkst, wenn du an Gottes Reich denkst? Was heißt das für deinen Umgang mit dem Geld, wo dir anvertraut ist? Und ich glaube, egal wie in Gottes Reich zu investieren, ob das ist mit Geld, ob das ist mit Zeit oder was auch immer, wenn du in Gottes Reich investierst, ist das die beste Investition, die du überhaupt machen kannst. Und ich bin nicht irgendein Versicherungsmakler oder so, wo dir etwas antreiben will. Das musst du selber erleben. Wenn du in Gottes Reich investierst, wird es vielfach zurückkommen. In Gottes Reich investieren hat Ewigkeitsperspektive und nicht nur Perspektive begrenzt auf die Barriere,
wo uns zur Verfügung stehen, hier auf dieser Erde. Die Bibel redet davon, dass Jesus eines Tages wiederkommt als Friedenskönig und dass es auch ein ewiges Gericht wird geben. Aber für die, wo sich dem König untergeordnet haben, wenn Jesus vom Richterstuhl wird erscheinen, wenn du vor Gott wirst erscheinen, wird Jesus auftreten und sagen, ich habe gezahlt für ihn. Wenn du eines Tages sollst Rechenschaft ablegen über all das, was war, dann darfst du wissen, Jesus Christus ist für meine Schuld am Kreuz gestorben. Ich darf jetzt schon Gemeinschaft haben mit ihm und er wird vom Richter stehen und sagen, stopp, ich habe gezahlt dafür. Und dann dürfen wir ewig bei Jesus sein und ihn endlich von Angesicht zu Angesicht sehen. Hey, was wird das für ein Finale sein? Ich staune manchmal, wie Menschen können sich über das Finale freuen. Sagt das bei The Voice of Switzerland oder bei irgendetwas anderem, da wartet man immer auf das große Finale, bis der Sieger feststeht. Hey, du darfst heute schon wissen, wer der Sieger in Ewigkeit ist. Du darfst vor dem Finale jetzt schon wissen, hey, es gibt keine andere Möglichkeit. Hey, ich weiß jetzt schon, wer gewinnt. Ich halte zu dem Sieger. Und das wird ein Riesenfest sein, wenn der Sieger gekürt ist. Und Jesus sagt, siehe, ich komme bald. Steht in Offenbarung. Und dann heißt Amen, so soll es sein. Ja, komm, Herr Jesus. Das soll unser Gebet sein. Ja, Friedenskönig, wir warten auf dieses Finale. Komm du. Bei uns in meiner Heimatgemeinde steht genau der Bibelvers hinten an der Wand, wo der Pastor am Predigen ist. Und das siehst du immer, ich habe das als Teenager immer gelesen und habe fast Angst bekommen. Wie ich denke, nein, bitte Jesus, komm nicht wieder, bis ich endlich Auto fahren darf. Ey, das war ein mega Ziel für mich. Ich hatte Angst, dass Jesus vorher kommen könnte. Bis ich irgendwann gemerkt habe, also so besonders ist Autofahren jetzt auch nicht gewesen. Für das, was in der Ewigkeit auf mich wartet. Wir haben manchmal den Eindruck, wir würden etwas verpassen oder ich will noch das erleben, ich will noch meine Kreuzfahrtreise machen. Was ist das im Gegensatz zur Ewigkeit, wo auf dich wartet? Und wir hoffen, dass möglichst viele sich bis zu dem Zeitpunkt dem König unterordnen. Und Jesus hat gesagt, ich gehe nicht nur, sondern ich lade den Heiligen Geist bei euch. Und eines Tages werde ich wiederkommen. Und wenn ich dann komme, dann feiern wir wieder miteinander Abendmahl. Und wir dürfen heute schon als Abendmahl miteinander feiern. Jesus tut jetzt im Moment nicht mittrinken und mitessen. Das wird in Ewigkeit so sein, dass wir an einem Tisch sitzen mit ihm und das miteinander feiern. Aber wir dürfen jetzt an das uns erinnern, was er in unserem Leben gemacht hat. Jesus ist gekommen mit ihm, das Reich Gottes, auf die Erde und er hat alles gegeben für dich. Und da lesen wir, wo Jesus das mit seinen Jüngern das letzte Mal gefeiert hat. Im weiteren Verlauf des Essens nahm Jesus Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, nehmt und esst, das ist mein Leib. Dann nahm er einen Becher mit Wein, sprach ein Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sagte, trinkt alle daraus. Das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. Ich sage euch, von jetzt an werde ich nicht mehr vom Saft der Reben trinken, bis zu dem Tag, an dem ich den neuen Wein im Reich meines Vaters mit euch trinken werde. Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir die Perspektive dürfen haben, dass du uns das in deinem Wort schon offenbarst. Dass wir dürfen wissen, dass das große Finale irgendwann bevorsteht. Wir wissen nicht wann und wie,
wie lange unser Leben da wird sein. Aber wir wissen, dass es kommt. Und ich bitte dich, dass wir uns ausrichten, mit unserem Leben auf das. Ich danke dir, dass Vergebung möglich ist. Dass du alles gegeben hast aus Liebe zu mir. Und wenn es nur mich auf dieser Erde würde geben, du wärst für mich gestorben. Und das ist gewaltig. Ich danke dir, dass du die Beziehung zum Vater wieder möglich machst. Dass wir durch dich wieder Zugang haben in die Gegenwart vom Vater. Und ich danke dir, dass wir so jetzt dürfen Abendmahl feiern. Im Gedenken an das, was du für uns gemacht hast. Und ich bitte dich um eine klare Ausrichtung in unserem Alltag, dass wir nicht nur im Hier und Jetzt leben und denken, wie entscheidend das ist, was wir in einem Jahr oder in 5 würden erleben, sondern dass wir zielgerichtet für die ewige Gemeinschaft mit dir leben. Dass wir in dein Reich investieren mit allem, was wir haben, mit allem, was uns zur Verfügung steht. Nicht nur mit Geld, sondern auch mit Zeit, mit dem Interesse an Menschen. Jesus, ich will mich dir ganz neu unterordnen. Dir, dem König der Könige. Und ich danke dir, dass wir jetzt dürfen mit dem Abendmahl daran denken und das feiern. Und ich freue mich auf den Tag, wo wir dir dürfen Angesicht zu Angesicht entgegentreten und mit dir zusammen das Mahl feiern. Das wird ein Freudefest sein. Danke für die Gewissheit von dem Finale. Danke für die Gewissheit von deiner Gnade und Liebe zu jedem Einzelnen von uns. Amen.